Tja, also ganz ehrlich, so für einen Seeschrein hätte ich erwartet, dass sie ein bisschen mehr Wasser hätte, weil ganz ehrlich, da ist ja sowas von furztrocken. Unglaublich. Willkommen zurück, Freunde, zu Twilight Princess AD. Aua. Ja, ich bin noch hier ein bisschen unterwegs, aber wir kommen gut voran, muss man zugeben. Und ja, generell sind die Templates hier nicht so groß, aber was er doch Twilight Princess zugutehalten muss, wie es eigentlich auch schon in vielen anderen Zelda-Teilen war, dass die Tempel doch irgendwie einzigartig sind. Sowohl was halt, sag ich mal, Kleinigkeiten sind, wie zum Beispiel ein Boss-Schlüssel, oder? War ja ein Haus zum zweiten Tempel vor allem. Ein bisschen einzigartig, dann irgendwie auch das mit den Magnetbahnen vom zweiten Tempel oder das mit der Affenschaukel vom ersten. Jetzt das mit dem Wasser. So macht es natürlich sehr viel mehr Spaß. Ja, und hier sehr gut sieht, wir kommen gut voran. Sehr gut sogar. Komm, komm, komm. Ja, Link macht einen Abschlussmove nicht mehr so gerne. So. Dann wollen wir doch bald oben für, naja, das Wasser laufen lassen. Dann haben wir da noch eine normale Truhe. Mit normalen Bomben. So. Und auch hier wieder, irgendwie müssen wir nochmal hoch. Ja. Das fürchte ich leider auch. Also sprich, Wasser lassen ist kein Problem, aber nachher nochmal zurückkommen. Für den Truheninhalt, und ich schätze, den Herzl sein oder einer dieser, naja, sagt schon. Dieser Stempel. Naja, aber jetzt erstmal eine kleine, nette Rutschpartie. Yeah, Mann, ich bin schneller. Erster. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Ach, so eine kleine, nette Spielerei ist doch auch etwas. Jetzt setzen wir nämlich hier hin. Und, schwimmen, ich will hoch. Dankeschön, Link. Runterspringen und das nächste Tor aktivieren. Und endlich fließt dieses bescheuerte Wasser. Jetzt können wir theoretisch natürlich auch noch unten schon mal ganz kurz vorbeigucken. Also ein Stock weiter unter. Weil dort hatten wir auch noch etwas. Weil mir gerade die Frage, soll vielleicht sogar hier in der Mitte runtergehen. Zu spät, Freunde. Ja, genau deswegen. Mal gucken, hier müsste irgendwo am Anfang sein, wa? Nur eine Rubine. Ja, sind noch genau am Anfang. Auch hier fließt noch kein Wasser. Und ich überlege jetzt wirklich gerade ernsthaft. Wobei, kann ja gar nicht fließen. Das was von oben hier durchfließt, würde erst in eine andere Richtung hergehen. Aber komm schon mal hier rüber. Ich habe gerade was anderes gefragt. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Dungeon-Item? Doch, das müssen wir hier kriegen. Also sprich... Also genau, ob es 2 auf der 1F war. Ja, da links oben, da müsste der Raum sein, wo wir das Item kriegen. Jo. Ich glaube, das war eine Abkürzung, war das der Rückweg? Haben wir hier noch. Noch ein kleiner Schlüssel. Uah! Alter, ich bin gerade erschrocken. Ich meine, ich hab's gehört, aber das wäre weiter unten gewesen. Oh. Haben mich doch getäuscht. Nö, aber nichts. Wir kommen hier nicht durch, Leute. Ich muss von der anderen Seite her rein.
Also dann mal überlegen, dieser Gegner, ja, ich habe genug Bomben, genug Pfeile, es müsste gehen für den nächsten Zwischenboss, einen sehr, sehr ekligen Zwischenboss, wohlgemerkt. Naja. Wofür ist wohl der Key? Weil dort drüben ist sicher nix. Das war das Dungeon-Item, mit der da durchkomme. Aha, ich muss sogar da... Oh, okay, nichts gesagt. Also sonst noch etwas. Da sind noch ein paar Krüge, ist hier keine Fee drin. Eine Fee, das wäre was. Ich glaube, Feen gibt's... Ja, ich glaube, im dritten Tempel gibt es eine Fee, aber halt erst kurz am Endboss, wie man es halt kennt. Oh nee. Diese miesen Wasserquallen. Okay, 20 Rubine. Ich kann ja gar keine... Ja gut, Bomben nutzen kann ich, aber keine Pfeile mit Bomben. Das ist mal interessant. Ja klar, was Vieh nicht getroffen war. Ist klaro. Oh nee. Diese Muscheln hasse ich, ey. Warum sie immer so unerwartet kommen? So, ausziehen. Dann wieder Combination meinerseits, denn wie bereits erwähnt, jetzt wird es gleich richtig eklig. Obwohl die anderen würden sagen episch, ich sag eklig. So, man sieht, ist nichts los, okay, wir können da gehen. Ja, schön wär's. Ja. Natürlich die Frage, wo kommen die überhaupt her, aber? Ist echt keine gute Frage. Ja, die Viecher sind scheiße. Hat doch alle versucht. Ein riesiger, ekliger Frosch. Bläh. Wer ist hier eklig, Mann? Wobbelbobbel. Yeah. Da lobe ich mir die Wasserzwischenbosse aus den anderen Teilen. Ocarina of Time, Majora's Mask. Ich muss sie alle Dinger platt machen. Ja. Ich bin ausgewichen. Was soll der Quatsch? Toll. Ich muss es einnehmen, weil sonst bin ich tot. Leute, ich bin ausgewichen. Ich soll noch schneller ausweichen. Geht ja gar nicht. Wollen wir es bereits reichen? Normale Pfeile sind auch ganz gut. Ja. Was? Ach ja, werde ich hier noch Herzen verlieren. So, hab gesehen mit dem Umschalten, das ist gar nicht nötig.
So. Haben wir es doch noch geschafft, ey. Alter, wie man sich aussieht. Ganz ehrlich, Leute, würdet ihr so eine Truhe anfassen wollen? Ich auf keinen Fall. Das könnt ihr sowas von vergessen. Ja, der Greifhaken, wie könnte es anders sein? Gut, Greifhaken voll rausrüsten. Machen wir hier die Boots hier hin. So, wo kommen wir denn hier raus? Erstmal natürlich da oben gucken. Sind, glaube ich, länger als noch... also wisst ihr auch, noch Time hat man irgendwie Fanghaken, auch ein Enterhaken. Ich glaube, hier ist der Greifhaken ein bisschen länger. Die Länge macht sie doch aus. Ja, bei gewissen Dingen schon. Der lang ersehnte Greifhaken, jetzt können wir so viele Dinge machen, die vorher vielleicht nicht gingen und mühsam waren. Jetzt können wir theoretisch sogar noch irgendwie ein Upgrade für, nicht gerade Bomben. Gut, hätten wir schon vorgekonnt. Ne, erstmal die Pfeile Upgrade natürlich. Für die Pfeile ein Upgrade, muss wohl raus sein. So, wir kommen jetzt hier raus. Per Gewicht. So, und jetzt theoretisch sind auch diese Stachelschweine kein Problem mehr für uns. Weil dank dieser netten kleinen Erfindung mit dem Greifhaken sind wir natürlich in der Lage, ihnen den Panzer abzuziehen. Klingt ein bisschen schmerzhaft, aber ist nicht wirklich so. Ich mal Versuchskaninchen. Also noch so in ihm Rundumhieb wird es auch gehen. Angeschmissen. Ja gut, ist vielleicht ein bisschen gemein, muss man zugeben, aber hey. Wen kümmert's? Unser Gegner, hallo? Man den trotzdem abballern. So. Dann mal gucken, was könnte uns da noch erwarten. Wenn noch so wenig Wasser war. Weil mir gerade ernsthaft frage, brauche ich überhaupt das Wasser dafür? Oder würde es nicht theoretisch auch so gehen? Von der Entfernung her, versteht ihr? Müsste man testen, aber ich glaube, es ist ein bisschen zu weit weg, wenn das mal so raten würde. So, klar, Geld ist auch nie verkehrt. Kommen wir jetzt wieder zurück. So klappt es eben nicht, das ist auch ein bisschen schade. Aber hey, man kann nicht alles haben. So, jetzt kommen wir wieder hier rauf. Dann mal ganz kurz gucken, ob ich jetzt mich eventuell da ranziehen kann, weil sonst müssen wir später nochmal hier hin. Gut, wir gehen nochmal gleich nach oben ins Viereck natürlich, weil wir haben dann eine Truhe übersehen. Da dürfte hoffentlich mal ein Herzteil drin sein. Dann nachher zum Greifhaken können wir natürlich auch den Osten mal langsam abschließen. Hier Wasser laufen lassen, ein bisschen kombinieren, mit Treppen versetzen und so weiter und so fort. Dann Kompass finden. Und ich vermute echt mal, dass der Master Key dort ist. Ja, zumindest irgendwie noch logisch. Er ist ein bisschen näher, aber nee, geht trotzdem nicht. Okay, dann haben sie gedacht. Wobei von hier aus vielleicht. Ich weiß, Wunschdenken. Ja, was soll's. Machen wir später. Mit unserem coolen Greifi. Unser cooler Greifi. Ja, jetzt fließt hier das Wasser.
Es steigt hier ein bisschen, das ist natürlich schön. Und, Moment mal. In der Mitte waren ja auch noch Truhen. Oh ja, nicht vergessen. In der Mitte war ja auch noch etwas. Darüber komme ich. Was willst du denn hier? Eingeladen? Ich glaube nicht. Das war der Haupteingang, genau. Bin hier reingekommen. Ah. Sorry, keine Zeit. Ich denke mal, ein letztes Mal noch hier hoch, wa? Ja, das müssen wir direkt jetzt machen, weil sonst, je nachdem, ob ich nach diesem Part eine Pause mache von der Aufnahme, kann es durchaus sein, dass ich nachher wieder irgendwas verpeile und mir nichts notiert habe und einfach nur denke, okay, und wie weiter? Das wäre dann irgendwie auch fehl. Lasst mich in Ruhe, ihr Scheißdinger. Sagen wir gerade, ist der wieder da? Nö. Im Prinzip kann man dieses, was immer das sein soll, dieses Ungeziefer aus einer Blase, kann man im Prinzip mit dem Greifhaken rausholen. Also zumindest theoretisch. So, nur die Frage, kommen wir hier hoch? Tja, im Prinzip mit den Boots. Aber ist klar, war es natürlich viel zu mühsam, den ganzen Weg den Boots hochzugehen. Ups. Ja. Das abkürzen kann natürlich auch hier drüber oder man kann natürlich auch sich daran hangeln. Ja, das musste passieren. War jetzt echt so nahe dran. Liebes Spiel, really. Ist es euer fucking Ernst? Ja, offenbar ja schon. Gut, gerade nochmal. Wir haben hier Zeit. Ihr ja auch, wa? Wir haben Zeit, natürlich. Okay. Jetzt klappt's wieder. Jetzt gehe ich ein bisschen vorsichtig entlang, weil nachher wieder alles zurücklaufen muss, weil ich da irgendwie wieder doof runtergefallen bin. Ist natürlich sehr, 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 sehr doof. Deswegen, ja, lieber vorsichtig sein. Denn Vorsicht ist Mutter der Porzellankiste. Immer noch. So, jetzt waren wir nicht zu nahe dran. Ah, man sieht, hier klappt es plötzlich nicht mehr. Fies. Die Frage, kann ich eine Abkürzung nehmen? Zum Beispiel nach da oben direkt. Das ist mal geil gewesen, war. Aber nö, gut, wir haben sowieso nicht mehr viel zu machen. Hier kann den Rest zu Fuß. Gut, wir rein vorher auch schon. Was werden das Rollen, nachdem ich runterrutsche? Naja. Spiellogik eben. So, jetzt geht man mal immer sicher und gehe wieder mal mit beschwerten Stiefeln zu Fuß, auch noch hier theoretisch langlaufen könnte, wobei hier wird es ja nicht gehen. Ne, in der kurzen Strecke bringt es echt nichts. Und ich habe gleich keine Pfeile oder Bomben, keine Bomben mehr. Toll. Müssen wir mal dringend erhöhen, wa? Seltsam. Den anderen kann doch irgendwie total lähmen. Aus irgendeinem seltsamen Grund. Den geht's plötzlich nicht mehr. So, komm, Link. Warte nicht so schwer, wie du bist. Im Schatten? Sah gerade so aus. Am Flattervieh kann es nicht sein, weil das hätten wir vorhin gehört. Natürlich zu weit weg. Durchs Wasser hindurch. Wie ein Herzteil. Nein, ist ein Stempel. Ist er jetzt aber auf der anderen Seite oder was? Aha. Ja, wieso auch nicht, wa?
Gut, die sind alle platt gemacht. Also mal runter hier. Wo waren hier die Herzteile? Na gut, wie gesagt, linksum ist ja alles abgeschlossen. Natürlich schon mal etwas. Aber trotzdem. Ein bisschen seltsam. So, da fließt das Wasser, kann man natürlich alles in Ruhe lassen. Ja, Moment, was? Da links oben ist noch ein Gang, wa? Dann ist Moment, nee, da war ich schon. Ja, das war das mit dem nämlichen Emperor, sage ich schon. Zwischenboss natürlich, Entschuldigung. So. Da mal gucken. Kommen wir jetzt? Musst du da also die Treppen noch richtig stellen? Das geht hier nicht. Wobei. Ja, doch. Natürlich klappt's und das Wasser fließt. So, jetzt müsste ja theoretisch ja auch alles offen sein, bzw. wegfließen. Oder auch nicht. Doch. Oh Mann, wieder mal was für ein Ärger hier war. Aber ja, das war's wieder mal für heute hier bei Twilight Princess HD mit dem Greifhaken-Action. Und gemäß Karte sind wir auf dem Tempel auf der Westseite soweit fertig. Gut, ja, jetzt irgendwo war schon wieder hier. Oder hier. Ne, hier auf 1F. Fehlen uns noch eine Truhe, aber die haben wir relativ schnell geholt und endlich mal das Wasser auch hier eingestellt haben. Also erst wieder mal auf 4F gehen, aber natürlich dann auf der rechten Seite. Und jo, in diesem Sinne, wieder mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Tschüss!